Hallo zusammen, grüezi miteinander, hoi miteinander oder hoi zusammen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hey, wir schaffen es noch miteinander. Glaubt an mich. Also, hey, es geht weiter auf Schweizerdeutsch auf dem Kanal. Der Kanalbesitzer ist ein Türk, also ein Papierli-Schweizer. Mein Name ist Murat. In der Schule hat man mir Muri gesagt, aber das ist schon lange her. Mittlerweile sagen sie mir auch nicht mehr Murat. Es ist ja so, wenn ich in die Bude gehe, heisst es schon, hey, der Alt kommt. Es hat mich mögen. Aber ich habe so da, wie wenn ich es nicht gehört hätte. Aber es hat mich wirklich den ganzen Tag mögen. Ist schon gleich. Ich meine, früher mit 3, 24 haben wir auch gesagt, wenn ein 55-Jähriger gekommen ist, hey, der Alt kommt. Das ist normal. Aber wenn du dann selber der Alt bist, ist dann einfach der Anschiss ein bisschen anders. Ab 50 hast du nicht mehr den gleichen Anschiss, habe ich das Gefühl, wie mit 25. Mit 25 hast du einmal ein bisschen Anschiss, meistens wegen dem Arbeiten, aber das vergeht dann wieder und dann gibst du wieder Vollgas. Aber so ab 50 hast du dann einen Anschiss und der Anschiss hört dann nicht auf. Du gehst so leicht in eine Depression rein und hast so einen Panorama-Anschiss. Gut, wenn man älter wird ja alles ein bisschen grösser. Da habe ich, glaube in den letzten Video schon gesagt, der Ranzen wird grösser, das Wissen wird grösser, oder? Alles zusammen. Hey, eigentlich ist das gar nicht Thema. Eigentlich wollte ich gar nicht über das erzählen. Was habe ich erzählt? Eben ja, nicht von alt werden. Ich wollte eigentlich erzählen von früher, von jung sein. Wie war das, wenn du verliebt warst? Oder? Wir sind doch alle mal verliebt gewesen. Ja, wisst ihr noch? Hey, wisst ihr noch? Hey, hast du zuerst mal so eine richtige Rendezvous, oder? Hast du abgemacht, oder? Und du willst ja schon lange, seit 2, 3, 4 oder 6 Monaten, willst mit dieser Kiste, eben, go essen, sagt man hier im Thurgau. Hast du abgemacht, oder? Und morgen Abend, Mittwochabend, ist es dann so weit, auf die 7. hast du abgemacht, dort auf dem Parkplatz, oder? Hast am Dienstagnachmittag extra frei genommen, den Karren hast gewaschen, die Kleider hast gebügelt und alles parat gemacht für Mittwochabend, oder? Hey, wisst ihr noch? Dann gehst du ins Bett. Du kannst nicht schlafen, weil du studierst, rum. So steige ich dann aus dem Auto aus, säckeln über, machen die Türen auf und wenn wir die Spunten laufen, mache ich so und dann sage ich da, wenn wir herhocken, bevor wir herhocken, helfe ich ihr einen Stuhl an, vorher einen Mantel ab und so weiter. Alles 100-mal durchgedacht und so weiter. Hey, dann bist du im Bett, oder? Du kannst nicht schlafen, gehst 7-mal seichen, bist so nervös. Hey, und dann kommt der Moment. Weißt, das sind die Zeiten, da hast du im Bauch Schmetterling gehabt, oder? Da hast du Flüger gehabt, oder? Du bist auf einer anderen Ebene gewesen. Aber das ist heute nicht mehr so. Also im Bauch habe ich höchstens, heute ist es so, also da kann ja sein, nichts dafür, das ist mein Alter, habe ich höchstens Würm. Und dann muss ich zum Doktor und Tabletten fressen, damit die Würmer kaputt gehen, oder? Ja, etwa ein Schnaps ist auch gut. Ein Schnäpsli kannst du auch nehmen, damit die Würmli tot sind. Hey, Alkohol, da kommt mir gerade in den Sinn. Da muss ich euch unbedingt erzählen. Hey, ich hatte noch dort mal eine Freundin, die war einfach weiter als ich. Also weiter in dem Sinn Alkohol, Wasser. Ich bin von Hahnenwasser auf Blöterliwasser umgestiegen, hat sie gewechselt von Bier auf Schnaps, oder? Sie war schon ein bisschen weiter. Und dann sind wir noch einmal eingeladen bei einem Kollegen von mir, oder? Und dann sind wir dort in der Waldhütte, ist noch gestanden, Fleisch selber mitnehmen. Ein Kollege war ein bisschen geiziger. Gut, haben wir ein Kilo Fleisch mitgenommen, oder? Da, wo sie gesagt hat, natürlich. Hey, und dann habe ich sie vorgestellt, oder? Und gesagt, hey, kann ich euch meine Freundin vorstellen? Wir sind seit einem Monat 2 Tage und 17 Stunden zusammen.
Und dann habe ich sie dort vorgestellt und dann ist Obig dann immer lustiger geworden. Fleisch haben wir gegessen, sagt man im Thurgau. Hey, da muss ich ja nicht immer wiederholen, oder? Da mit gegessen und gegessen. Also jetzt wissen wir es, gegessen. Hey, Thurgauer, ich bin ein Aargauer Rüebli. Wir sagen Essen. Hey, und dann haben wir dort angefangen, dann habe ich angefangen von Blöterliwasser aufs Bier rüber, oder? Mein erster Übergang. Und meine Freundin Anna Dotzemal hat dann schon ein bisschen Gas gegeben und so. Und dann konnte ich nicht mehr sagen, ich kann mir vorstellen, meine Freundin. Da habe ich schon gesagt, könnt ihr euch vorstellen? Meine Freundin. Hey, und dann ist immer weitergegangen. Und dann ist es wirklich sau lustig geworden. Meine Freundin ist immer lauter geworden. Und dann musste ich sagen, hey, stellt euch vor, das ist meine Freundin. Ja, no, ist schon lange her. Wir haben dann auf gegenwillige Abmachung haben wir dann abgemacht. Und sie hat dann ihre 7 Sachen genommen und die ist dann gegangen, oder? Und dann hatte ich andere Hobbys aufs Mal, wie zum Beispiel Fischen. Ich habe hier viel gefischt, das ist im Fall kein Zeichen. Ich erzähle euch kein Zeichen. Ich war im Verein, in Bremgarten. Da bin ich dann richtig im Thema Alkohol, Fisch. Nein, dort haben wir dann Festchen gemacht, Jungs. Dort haben wir dann wirklich einen gegeben. Fischen war dann wirklich nichts mehr gewesen. Dort haben wir dann wirklich Festchen gemacht. Aber gefischt haben wir auch. Ich bin dort in Bremgarten im Sportfischerverein gewesen. Wieso das Sportfischerverein heisst, weiss ich heute noch nicht. Weil, was hat das mit Sport zu tun? Wenn du ein Angelzeug mit einem Volvo-Kombi mitnimmst, 5 Meter laufst und dann am Wasser bist, Ruten auspackst, Wurm anhängst und reinrührst und 4 Stunden wartest. Was hat das mit Sport zu tun? Das weiss ich heute noch nicht. Wie auch, schaut, Billard und Darts, gut, das könnte noch Konzentration sein, aber beim Fischen, hey, ich han den huren Wurm mit den Zapfen ins Wasser gerührt und dann habe ich stundenlang den huren Zapfen angeschaut und gehofft, dass es jetzt einmal 1 Millimeter bewegt, 4 Stunden. Es ist nichts gegangen. Ich habe zusammengepackt nach 4 Stunden. Ich bin heim ins Nest. Nicht die Freundin, andere Freundin hatte ich hier. Bis ins Bett, habe die Augen zugemacht und habe immer noch hure Zapfen gesehen schwimmen. Haben wir Fischer unter uns? Haben ihr das auch? Ihr könnt mir im Fall unten bei den Kommentaren könnt ihr mir schreiben. Auf Deutsch, ich verstehe auch Türkisch, könnt ihr auch schreiben. Auf Englisch kann ich es übersetzen, das ist auch keine Sache, könnt ihr auch machen. Und was wollte ich noch erzählen? Hey, ich bin im Auto, gell? Ich fahre so Auto und dann denke ich, was soll ich in meinem nächsten Video erzählen? Da kommen mir so viele lustige Sachen in den Sinn. Und wenn ich ankomme, habe ich alles wieder vergessen. Ich muss, glaube ich, irgendein Diktiergerät mitnehmen, weil schreiben darfst du ja nicht im Auto. Du musst ja vorne schauen. Ich muss anfangen zu diktieren. All das Zeug, das mir in den Sinn kommt. Und dann kann ich, glaube ich, auch so Zeug rauslassen, wie die, die berühmt sind. Mit denen habe ich, ich bin im Fall Heizungsmonteur gelernt. Die es nicht wissen, ich bin Handwerker, ich bin doch kein Video mehr. Ich habe im ersten Video, das ich aufgenommen habe, ich euch erzählt, wie ich drin gekommen bin. Ich bin einfach gezwungen worden. Wie früher auch mit den Frauen, die haben mich gesagt, zu gewissen Sachen gezwungen. Jetzt machen wir da, jetzt gehen wir dort, jetzt machen wir. Und jetzt leihst du die Schuhe an, aber die Schuhe gefallen mir. Nein, jetzt leihst du die Schuhe, aber diese Schuhe sind hoch und druckend. Nein, jetzt leihst du die Schuhe an und jetzt gehen wir dort her. Und wie sieht das aus, wenn du die anhast? Musst du doch die anlegen. Hey Männer, geht's euch auch so? Schreibt mir, sagt, und ihr dürft mir am Fall auch sagen, wenn ihr mich ein bisschen daneben findet. Da habt ihr natürlich einen Heimvorteil.
Weil ich schaue hier in die Linse rein und sehe euch nicht. Ihr seht mich. Ihr habt Heimvorteil. Ihr könnt sagen, wenn ihr mich findet, aber ich habe das nicht. Aber es kann ja sein, dass wir einmal ein Rendezvous haben. Also mittlerweile, ich bin in einer Partnerschaft, Frauen, nicht, dass ihr euch Hoffnungen macht. Ich bin nicht allein. Wir stehen auf unseren 4 Füßen hier. Also allein auf meinen 2 Füßen hatte ich immer ein bisschen Mühe gehabt. Und jetzt mit 4 Füßen geht es gut. Aber das hat mit Alkohol nichts zu tun. Nicht falsch verstehen. Also geradeaus laufen kann ich schon noch. Wir könnten ja mal, ja genau, wir könnten ja mal einen Grillabend machen. Ihr könnt mich immer wieder einladen mit der Frau zusammen. Also da bin ich offen. Also so Zeug machen wir gern, vor allem im Sommer. So Gartengrill und so weiter, wisst ihr, können wir machen. Mit mir kann man reden. Ich bin offen für Neues, also nicht was Beziehung anbelangt, aber was eben so Zeug anbelangt. Ich hoffe, ihr habt bis hierher geschaut. Wir haben jetzt 11 Minuten und 17 Sekunden und ich will hier nicht noch lang bla bla machen. Ich will jetzt hier hören, weil sonst wird es nicht gut. Hey, heute haben wir Freitagabend. Ich wünsche euch schönes Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bleibt munter. Und bleibt mit dem Murat auf dem Kanal. Abonniert euch, gebt mir ein Like. Ciao zusammen.